Es tut mir leid. Im verrückten Feuer. Als ob ein schreckliches Monster Das ist aber gemütlich. explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Nelaka. Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Herr Wirt. Gehen wir auf Seiten. Mit mir den Gipfel schon. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir. Die Eisgeister, ja bloß nicht. Den habe die Schnauze voll. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Hey, fix. Den Hexenweg. Denkt Ja, nicht nicht mal kaum daran. Im Gegensatz zu manch anderen haben wir nichts gegen die Akademie oder die Leute, die kommen und gehen. Ein Elfenmagier, der die Sterne studiert. Kennt ihr den? Die Magier sind in der Akademie. Ihr könnt sie fragen, wenn sie euch hineinlassen. Nelaka könnte es vielleicht auch wissen. Er ist schon lange auf der Akademie, hat hier aber ein Zimmer. Sprich mit Nelaka. Aha. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Der Banditenanführer im Winterkrieg. Bis Im dann. Winterkrieg kann er um. Stab der keine Macht. Und der liegt da einfach rum. Aber fahrlässig. Ja, pass auf, Nelaka, aufsteh. Mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Pass auf, einschüchtern oder überreden? Was sagst du denn? Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der argonischen Maid und dem rüstigen Baron. Gut, die Nummer oder meine Abkraft. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Was wisst ihr über Seelensteine? Um Seelensteine geht es doch gerade. Sie werden beim Verzaubern verwendet und dann zerbrechen sie. Außer einem. Azuras Stern. Ein daedrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Malin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Malin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Malin wahnsinnig wurde. Finde Azura Stern. Azura ist keine normale Daedra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens. Je stärker Malin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an. Malin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Malin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Die Akademie würde euch dazu stimmen.
Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Wir gelten den Daedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Ich habe doch erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist, nur dass er sich niemals verbraucht. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt. Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören. Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen darin eindringen. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz, also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Also gut. Ja, pass auf, Azura Stirn. Worte der Stammesmutter. Ja gut, bringt nichts. Und er schläft schon wieder, ja gut. Lass einen Penner. Ja, da ran mir der Säufer. Zu dir kann er rein. Ja gut. Gut geht. Aus sie da. So, jetzt müssen die in die Festung. Wo wohnen die? Ärger oder so? Der Ärger, der kommt gleich. Da drum irgendwo. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Glaubst du? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Pass auf. Was möchte ich denn finden? Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ein Test? Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Ausgezeichnet. Der Feueratronach ist ein wichtiger Begleiter für jeden, der sich auf Beschwörung verlässt. Wenn ihr einen herbeirufen würdet ihr einen Nachweis für eure Kenntnisse erbringen. Ein Feueratronach. Ich freue mich darauf. Eine leichteste Übung. Erste Lektion. Ja, pass auf, haut dir gleich vor die Socken. Ein Feueratronach. Hey, pass auf, das was lernst. Was auch kommen mag, die Akademie wird überstehen. Und, was sagt denn jetzt? Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Was hat er ergänzen? Die Akademie du übernehmen. So, das war jetzt, was war das jetzt? Tückischer Zauber. Die Akademie von Winterfeste. Aha. Baby schaut aus, geht es schon wieder. Na gut.
Mann, da fällt schon eine. Servus, Aren. Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschung oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Das sollte doch eigentlich auf der Hand liegen. Magie ist eine ernstzunehmende Macht und nichts, das von gewöhnlichen Menschen gemieden und von Politikern als Belustigung angesehen werden sollte. Sie formt Welten, erzeugt und vernichtet Leben. Sie verdient Respekt und angemessene Studien. Die Akademie ist ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren können, ohne dass der Druck der Außenwelt auf uns lastet. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Nein, nicht besonders. Einige Risiken. Wir Hey, Mann. müssen uns auch Hab ich schon geguckt. anstrengen, damit Himmelsrand das, was als großer Zusammenbruch bekannt geworden ist. Eine bedauerliche Naturkatastrophe, die die Gegend verwüstet hat. Die Akademie hat es wesentlich besser als Winterfeste überstanden, jedoch auch nicht ohne Spuren. Die Ursache war niemandem klar. Einige glaubten, dass der Ausbruch des Roten Bergs weitreichende Folgen hatte, die man erst nach Jahren spüren konnte. Ich weiß, dass einige der Akademie die Schuld gaben. Ich kann euch versichern, dass wir dafür nicht verantwortlich waren. Der große Zusammenbruch. Reicht aber. Dein Ich Gequatsche. glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, Mirabelle. natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Kano. Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Aber das gute Frau, der mir vorstellen. Bin der Neue. Willkommen an der Akademie. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Jetzt habe ich eine Robe gekriegt. Ich bin schuld. Kann nicht mehr tragen, schön. Der dumme Kuh. Ich verstehe. Nun, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr soweit seid. Jetzt muss ich jetzt bewerfen. Scheiße, schön. Kann nicht mehr schleppen. Eine Robe. Brauche ich gar nicht. Aber sie ist was wert. Jetzt muss ich was wissen, weg. Die Kapuze. 305. Scheiße, immer noch was. Bei der frisst es weg.
Weg damit. Rettet. Willkommen an der Akademie. Baby, geh jetzt. Die Wiederherstellung ist eine völlig Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Natürlich. Gut. Gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt. Die Wiederherstellungsmagie trainieren. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Meine schuldig, oder? Coole Hammer. Weg das. Sind wir gelummert? Nun, nein, nicht wirklich. Nicht direkt, meine ich. Aber ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Gespräche verstummen, sobald ich einen Raum betrete. Ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht, und ich werde es mir nicht gefallen lassen. Bis zum nächsten Stufe 20 habe ich noch nicht. Die hat die Wurzel, ja? Mal. Da steige ich gar nicht auf. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Händler. Sonst kriege ich die Krise. Also schön, unten ist das Lager. Der Brunnwolf. Warte mal, bleiben wir da mit.